Wir erkennen, dass immer mehr Menschen an Krebs erkranken. Die letzten Zahlen in Hessen zeigen, dass 240.000 Menschen in Hessen mit der Diagnose Krebs leben müssen. Gleichzeitig wissen wir, dass viele Krebserkrankungen vermeidbar wären, wenn man bewusst erlebt, wenn man Gesundheitsförderung ernst nimmt. Und deswegen ist diese Kampagne Du bist kostbar so wichtig, weil sie sowohl dem Präventionsgedanken Rechnung trägt, aber auch Hilfestellungen den Menschen gibt, die an Krebs erkrankt sind. Und deswegen habe ich gerne die Schirmherrschaft übernommen. Du bist kostbar. Hessen gegen Krebs. So lautet das Motto, das wir vor einem Jahr an dieser Stelle ins Leben gerufen haben. Die Stiftung Leben mit Krebs, die Hessische Krebsgesellschaft und das Hessische Sozialministerium. Seitdem erkrankten in Deutschland, wenn man Schätzungen des Robert-Koch-Institutes folgt, erneut rund 470.000 Menschen an dieser Krankheit. Mit Du bist kostbar möchten die Initiatoren den Menschen Vorsorgeangebote nahebringen, über die Risiken informieren und natürlich zeigen, dass das Leben mit Krebs lebenswert ist und Spaß machen kann und mit vielen Dingen die Lebensqualität ermöglicht, an die man zunächst im ersten Schreck vielleicht gar nicht denkt. Das war eine Strategiesitzung im Vorstand der Hessischen Krebsgesellschaft am Samstagmorgen im Klinikum Offenbach, wo wir so 12 Professoren und ich um einen Tisch herum saßen und uns überlegt haben, als Krebsgesellschaft, was können wir mehr tun, als jetzt die Krebsberatungsstellen zu haben. Wie können wir die Vorsorgeraten, die ja so niedrig sind, die Menschen könnten an Vorsorge teilnehmen und tun es nicht. Hautkrebs, Brustkrebs, Darmkrebs liegt zwischen 20% und 30% im Schnitt. Und viele Krebse wie der Hautkrebs, wenn man den früh genug merkt, sind absolut präventierbar. Das Gleiche gilt für Darmkrebs. Und da haben wir alle gedacht, gerade die Professoren, die tagtäglich dann um das Leben der Menschen kämpfen, können wir da nicht mal eine Kampagne machen, die dieses Thema Krebs in die Mitte der Öffentlichkeit rückt und dieses Stigma Krebs ist gleich Tod, dem etwas entgegensetzen. So kam es zu der Kampagne. Krebs und das, was Sie hier haben, eine Krebspräventionsinitiative. Und wenn man den Begriff Prävention mal annimmt, ist es immer in der Regel nicht nur die Frage, bevor man erkrankt ist, sondern Prävention ist immer eine Initiative, auf das Nächste hin sich vorzubereiten. Und ich glaube, das ist völlig unabhängig davon, ob ich Patient bin oder nicht Patient bin. Die Tatsache, dass ich immer was tun kann für das, was auf mich zukommt, ich glaube, das ist ein wesentlicher Geist dieser Initiative. Und Hessen ist hier, glaube ich, ein Stück weit federführend. Ja, die Deutsche Krebshilfe fördert umfangreich im Rahmen des Fachausschusses Versorgung Initiativanträge von einzelnen Förderorganisationen oder Initiativen von Einzelnen, die sich mit Fragen der Optimierung der Versorgung von Krebspatienten beschäftigen, insbesondere auch mit solchen Fragen, mit denen sich auch die Stiftung Leben mit Krebs und die Kampagne Du bist kostbar beschäftigt. Sehr geehrter Herr Minister Grüttner, verehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, hier heute zum Weltkrebstag natürlich von Berufswegen zu stehen, aber mit noch größerer Freude vertrete ich und begrüße Sie im Namen der Stiftung Leben mit Krebs. Warum Stiftung Leben mit Krebs? Die Stiftung wurde am Ende des Jahres 2005 gegründet, zu einem Zeitpunkt, wo wir haben schon viele Fakten und Tatsachen zum Thema Krebs gehört, wo wir in einer Zeit lebten, in der Krebs viel Angst auslöste bei den Betroffenen und ihren Angehörigen und ihren Begleitern. Krebs als allgemeiner Begriff, der sofort das Leben in ein schlechtes Licht tauchte, gespürte Todesnähe und nur noch Angst vor schlechter Entwicklung. Ich denke, es ist wichtig, dass man diese Gelegenheiten nutzt, mit anderen Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen, zu schauen, wie die Institution Europäische Union hilfreich sein kann. Nicht indem sie vorschreibt, wie man es zu machen hat, sondern indem sie ihre Möglichkeiten optimal nutzt. Wir haben gerade für diesen Bereich Krebs, Krebsvorsorge, Krebsforschung ungeheure Mittel im Haushalt. Und es geht dann darum, jetzt auch gerade für eine neue Finanzierungsperiode ab dem nächsten Jahr dafür zu sorgen, dass die Prioritäten für solche Ausgaben so gesetzt werden, dass eben in dem Bereich Krebsvorsorge, Krebsprävention, Krebsforschung, dass man dort die Mittel so einsetzt, dass sie möglichst effektiv zur Wirkung kommen.
Ich darf vielleicht sagen, dass wir uns im vergangenen Jahr auf 3 Tumorentitäten konzentriert haben. Das ist zum einen mit dem Projekt 1000 mutige Männer in Offenbach, eine Initiative zur Früherkennung von Dickdarmkrebs, ganz erfolgreich, weit über Plan und fortschnell abgeschlossen. Dann haben wir gemeinsam mit dem Landfrauenverband in Hessen die Kampagne Brustkrebs initiiert, bei der flächendeckend, kann man sagen, dank der guten Vernetzung der Landfrauen in Hessen die Anleitung zur Selbstuntersuchung initiiert und durchgeführt wird. Ein ganz erfolgreiches Projekt, was mich vor allen Dingen als Gynäkologen sehr freut, dass es so angenommen wurde. Und zum Schluss in der Zusammenarbeit mit der Uni Frauen und mit der Uni Hautklinik in Marburg, das Projekt Schatten, Shirt und Sonnen. Ganz entscheidender Punkt, ganz frühzeitig die Kinder in den Schulen dazu zu bringen, in Sportvereinen, aber auch bei den Leuten, die unter Exposition des Sonnenlichts arbeiten, klarzumachen, dass hier Protektion und Prävention sinnvoll ist. Dieses schöne Logo, du bist kostbar. Und du bist kostbar soll eigentlich sagen, nimm dich selber ernst, also geh selber zur Vorsorge, sieh zu, dass du was tust und nimm dein Umfeld mit.